We gaan in deze tijd, in de Weihnachtstijd nähern. En deze korte series wat we doorgaan willen, is Blauws Weihnachten. En deze thema wil ik gaan, we zullen doorgaan en ons te vrijstellen, wanneer we würden alles wegnehmen, wat we gewöhnlich doen für Weihnachten, und wir bloß Jesus haben, wird das genug sein. So, wir wollen über die nächste paar Sendungen en Weihnachtstag, weil wir das Thema durchgehen. Und ich will haben, wir sollen unser Hort anstellen, dass der Reich ist für Weihnachten. Eine Movie, was uns, das ist eine Familie, das jetzt sehr schön checken, ist The Grinch. Und ich lege das Movie auch. Und jedes Weihnachten an die Jungs fragen, dass wir The Grinch checken tun. Und das Geschichte ist von einer Person, die ein Uitbund ist. Und er ist eine sehr verbrumste Person. Und er wohnt ein Port von der Stadt, wo die ewig wohnen. Und er hat mehrere Jahre gewohnt. Und er ist verbrummt und ein Ding ist im sehr in Stich. Und dort ist die Stadt, wo er ein Port von wohnt, der gleich sah Weihnachten. Am ersten Stich will es Menschen, die freuen sich. Und jetzt dort scheinen am Weihnachtenzeit. Und der erste Wasser Dinge durchgegangen. Und was er sich dann deutlich merken wird, dass er wird sich Zeit nehmen und er wird Weihnachten stehlen von dieser Stadt. So, nach Weihnachten, du erst, alles ist bereit für Weihnachten, kommt in die Stadt näher und er nimmt alle die Geschenke, alle die Bäume, alles, was Geschmack gemerkt ist, er nimmt das alle weg. Und dann nächstes Mal, die Stadt, die kommt taub und die Hälfte wegen Weihnachten. Und das Geschichte haupt uns sein, dort, was wichtig ist in Weihnachten, ist nicht dort, was wir haben, dort, was wir geben, aber der Friede und der Leid, was wir in uns haben. Und dort ist, glaube ich, ein Klima, wo wir von dir sind, in dieser Zeit. Die wissen, dass die Ontario Government hat das letzte Werk gesagt, dass wir gehen in Lockdown nehmen. Und das meint, dass Weihnachten wird dieses Jahr anders sein als unter Weihnachten. Und wir würden gerne sagen, in welcher Weise als Covid der Grinch das Jahr. Und ihr sagt, was die Regierung merken wird, als der Grinch das Jahr. So, wo können wir dann in dieser Zeit Frieden finden? Weil die Zeit, wo wir nu von der Band leben, ist vielleicht nicht mehr ganz so schlecht und nicht mehr ganz so arm, ist, dass wir, wenn Jesus zu der ersten Mal kommen, die wir in der Zeit, wo die Israeliten bedrückt werden, die Römer, die haben Gewalt erlernt. Und sie wären nicht in Freiheit. Und die Römer, die wären strenge Menschen. Und sie wären, die Volk, wo sie eben stark wären, sehr hoch behandelt. Und in dieser Zeit kam Jesus. Und das ist, was die Engel sagen, so kommt mit Jesus. In Lukas Kapitel 2, der 10. Vers sagt es dort. Aber der Engel sagt zu der Horde, fürcht euch nicht, hart, ich bringe euch eine gute, große Friedensnachricht, wozu sich alle Menschen freuen wollen. Er sagt, fürcht euch nicht. Das ist, glaube ich, eine Nachricht, was uns von dir fehlen wird. Fürcht euch nicht. Wir wissen nicht, was unsere Zukunft wird bringen. Aber Jesus Christus ist gekommen und wir dürfen uns nicht fürchten. Was für eine Nachricht braucht der Engel dann? Was für eine Nachricht wie Jesus für uns? Haben wir eine gute, eine große und Hochmut, eine Friedensnachricht. So, wenn wir denken an Weihnachten, und wenn Weihnachten anders ist, das Jahr ist, was wir das gewöhnlich haben, diese Weihnachten will ich haben, wir sollen wörtlich uns freuen. Nicht, weil es anders ist, das gewöhnlich ist, aber weil Jesus Christus ist gekommen. Er ist uns Retter, er ist uns Heiland, er ist uns König und er ist mit uns. Jesus Christus kam zum Frieden bringen. In Johannes Kapitel 15, der 11. Vers sagt es dort, ich habe ihnen das gesagt, dass meine Friede in euch bleiben macht und dass ihr ganz freien kann. Die Bibel lehrt uns, dass wenn wir Jesus Christus Nachfolger sind, was passiert in uns, ist, dass wir sind weitergeboren. Der Heilige Geist nimmt dort, was alt
erst und sind erst, er nimmt das uit und merkt uns nie. Wir haben nicht jetzt. Und dann lehrt die Bibel uns, dass Jesus Christus will sein Leben durch uns leben. In Galater Kapitel 2, das finde ich der Vers, als steht. Ich zie met Christus met gekreuzigt, dat sie eigentlich nicht mehr ich, der du lebt, dort als Christus, der in mir lebt. Das Leben, das ich hier im Fleisch lebe, lebe ich im Glauben und Gott sein Sehen, der mir Gott wir und sich selbst für mich han jäif. Jesus Christus ist der, der sein Leben durch uns leben wird. Wir leben das im Glauben. So, wenn Jesus sagt in Johannes, dass meine Friede in Jüd bleiben macht, das ist, was wir sollen annehmen und glauben. Friede ist in Jesus Christus, will das ist in seiner Natur. Das ist sehr wichtig, dass wir das begreifen tun. Jesus Christus will seine Friede in uns setzen, so er kann der Friede durch uns leben. Das meine ich, dass alles, was um uns ist, ist fein und gut, aber das gibt uns Ruhm. Dass Jesus, wer in uns ist, durch den Heiligen Geist, kann seine Friede durch uns leben und dass wir können in dort bleiben. Die sagen dann vielleicht, weißt du, ich kann mich nun nicht freuen. Das ist ein schweres Jahr gewesen. Vielleicht seid ihr krank gewesen. Vielleicht habt ihr Menschen verloren von Covid oder anderen Krankheiten. Und die sind verdrießlich in welcher Weise. Wir würden gerne sein, wie euren uns das ist. Letztes sind auch eine englische Service, der Pastor Peter reden von Lament. Und dies sei wie beklagen. Ich will ein klein bisschen von dir reden. Ich glaube, das ist wichtig, wie wörtlich dort annehmen und dort ausleben. Was das meint, haben wir Frieden leben. Ich glaube, das ist gut, dass wir verstehen. Was meint das, dass wir beklagen? Beklagen ist ein Wort, was wir vielleicht nicht sagen in Plattdeutsch brücken. Wir sagen dann vielleicht, der jammeriert bist. Aber die Bibel gibt uns Freiheit. Und wir würden gerne sagen, die Bibel sagt, wir sollen Gott dort beklagen, was uns schwer ist. Wir sollen dort nur Gott bringen, was uns auf dem Hort ist. Das meint, wir sollen Obst sein. Wir würden gerne sagen, wir sollen uns Hort ausschaden, nur Gott. So dort was schwer ist, dort was uns schwer merken wird und uns belegen wird, dort können wir nur Gott bringen. Und dann kann Gott dort aufnehmen von uns und lieber uns Friede geben, dort, wo in Jesus Christus ist. Dort wir in dort können gehen, lieber ist dort, wo wir schwer finden. Die Bibel ist voll von was die Bibel nennt Klagelieder. Wir hatten ein ganzes Buch in dem Alten Testament, das nennt sich die Klagelied. Und der Psalm ist voll von Klagelieder. Psalm 6, der zweite und vierte Vers ist ein Part von dem Psalm, was ein Klagelied ist. Das sagt es dort. O Herr, versteht mich nicht in deine Ohr und straf mich nicht uit Wort. O Herr, hab Mitleid mit mir, wils ich sie schwach. Heil mich, o Herr. Mein Körper ist mit Weideog gepflegt. Meine Seele ist ganz verlegen. Wo lang, o Herr? Wo lang? So wir sehen hier dort beklagen erst, dass wir kommen vor Gott und wir sein dass wir dann trühen. Uns ist dort schuld, wir haben was verloren. 2020 ist ein Jahr, wo viele von uns welche Dinge haben verloren. Wir haben unsere Gesundheit verloren. Wir haben vielleicht Geld verloren. Wir haben Freunde verloren. Und mit alles, was rumgehen wird, welche Menschen haben sich so abgeregt, welche von uns haben Gemeinschaft verloren. So, wenn wir beklagen, wir kommen vor Gott, und in Englisch sagen wir grieve. Wir dann trühen, weil wir haben Dinge verloren. Wieder, wir kommen vor Gott und wir sagen,
Gott, ich verstehe nicht, woran das ist. Ich kann nicht hinkommen, woran die das ist, gelassen hast. Weil je einmal, dass die Kern das bloß nicht verstehen, woran Gott welche Dinge loten det. Der Psalmist hier, der sagt, wo lang, o Herr, wo lang? Und wir können vielleicht nur Gott sein, Gott. Wo lang, wo wir noch in dieser Covid-Zeit sind? Wo lang? Uns wird die Weihnachten so geändert. Wo lang wird es noch so bleiben? Wir würden gerne sein, wo lang, wo wir noch in Lockdown sind? Dort wird uns schwor und hart erst, soll wir nur Gott bringen. Dort Gott kann dort aufnehmen von uns und er kann uns Leben Frieden geben. Aber ein großer Part von den Klaugleit ist, dort wir freuen Gott Verradung. In der Psalm, in Klaugleiter, in der Bibel. Der Schreiber, der hat sich utschaden nur Gott, er sagt, das ist, was mir schwor ist. Aber er fragt armer Gott, dort Gott raten wird. Ich denke, es ist mir sehr klar geworden in 2020. Und dort ist das. Der Government kann uns nicht raten. Menschen können uns nicht raten. Wir können nicht unser Vertrauen an Menschen setzen. Bloß Gott kann uns raten. Bloß Gott ist in Kontrolle. So wenn wir mit unserer Klaugerei nach Gott kommen, dann, er ist der, der die Kontrolle und die Kraft hat, um uns zu raten. Wenn wir kommen nach Gott und sagen, mir ist es schwer, dass es ist. Wer wird dort in seine Hänge lassen? Er ist der, der sorgen wird für uns. Er ist der, der uns leben wird. Und er ist der, der die Kraft hat, die Zukunft so ausschaffen, dass es zum Guten kommen wird. In dieser Welt wird nie in welcher Weise in Klaugleiter singen wird. Als derselbe Welt, wohin Jesus Christus kommen wird, Tom, die raten, und die wird für letzte 2000 Jahre gelebt haben raten, und wie von dir wachen auch von Rada. Was von uns hat uns heute gesagt, das letzte Jahr? Wir gleichen nicht, was wir sein. Wir gleichen nicht, wo wir sein, wie kommen kart. Jesus Christus ist gekommen, uns zu raten. Das ist, was Weihnachten ist. Unser Rader ist gekommen. Unser Messias ist gekommen. Unser König ist hier. Wo wird es dann sein, was für die, was in der Zeit wären? Ein Dreck von Reim? Weil kein Jesus Christus der Reimer rütedrieben? Ich weiß, würden viel von das kann sein, weil das alle würden nicht gefallen, wenn sie würden nicht an Jesus gekreuzigt. Aber Jesus Christus kam ursprünglich, um Menschen ihre Seelen raten. Wir nehmen unsere Uhren Ferken so oft von dort, was so ist, und dort ist, dass Jesus Christus will uns raten. Wird wie sein, was uns angehen wird, und wir waren dort, Gott wird uns von dort, was uns ist, raten. Und Gott will uns raten von dort. Aber ursprünglich will Gott in uns Hort schaffen, dort jährlich, wir sind losgekauft, von was uns zurückholen wird in Hort. Ich weiß nicht, was die in Hort ist von dir, was die schwor ist, wo die bedrückt fühlen ist. Vielleicht sind Dinge alle gut, aber Jesus Christus ist gekommen, die zu raten. So, wenn wir von Klaugleiter reden, dann, wo tun wir dort, dass biblisch ist? Ich glaube, Psalm 13 wird uns wiesen, wo wir können beklagen nur Gott. Ursprünglich, wie man obsehen mit Gott, wo dort wörtlich ist. In Psalm 13, der zweite Vers sagt es das. O Herr, wo lang wirst du mich so ganz vergeten? Wo lang wirst du die von mir nicht sein lassen?
Er fragt hier, wo lang? Gott, ich kann het bald nicht verstehen, woran das ist. Und wir feilen uns, dass Gott merkt einen Fehler. Wo lang, Gott? Wir sind open, wo wir uns feilen. Wir sind open, wir feilen uns, dass Gott hat uns verjeten. Wo lang, Gott? Woran bist du so still? Hast du mich verjeten? Und der dritte Vers sagt er, wo lang wird dieses vor der Zeit noch sein? Wo lang soll ich in meine Seele sorgen und die daglich im Hort ängsten? Wo lang sollen meine Feinde über mich stehen? Wo lang, Gott? Ich glaube, wenn wir in Mords anfangen, die reden viel von flattening the curve. Und dann meinen dort, wir würden von der Karte Zeit, wo wir einen Lockdown haben, so dass wir können, eine Karte Zeit dort längeren, dort nicht so viel würden in einer Zeit krank werden. Wir hatten alle uns gemerkt, vielleicht ein paar Wochen, vielleicht einen Monat, dann wird das alle back, träg sein, nur normal. Und wir sagen die, wir können gleich eng sein. Wo lang, Gott? Und diese Weihnachten, ich will uns weiterhelfen, denken, von der großen, guten Friedensnachricht. Jesus Christus ist gekommen. Und dann der zweite Part ist, dass wir sollen aufpassen, dass unser Seil nicht überkommen wird, aber früher. Kijk mal naar mij en geef mij een antwoord, o Herr, mijn Gott. Geef mij uw licht, dat ik niet im dood aansloop. En mijn vriend, die in zijn kan. Ik heb de eeuwige over arm gekregen. En mijn jengner zich vrijen, wanneer ik val. Wat we hier zijn doen, David vraagt God, geef mij uw licht. Dat ik niet im dood aansloop. Hij zegt, mij fehlt bus een klein beetje hoopning. Mij fehlt bus een klein beetje licht. Dat valt zich dies daar. Mij fehlt bus een klein beetje vrede. En dan is dat alles wat we fehlen doen. En deze Weihnachten, als krachtens alle onder Weihnachten in dit. Jesus Christus zijn licht, die schijnt nog. Krachtsesaia is de laatste 2000 jaar. Jesus Christus zijn licht kan van jou, deze Weihnachtstijd, krachtse dag schijnen. Niet bloos voor die, maar voor de ganze Welt. We ons niet laten dat we ons zo sehr laten doorgaan, dat we geven alle hoopning op. Ik leef, ik weet, er zijn deel wat komen, wat beter zijn. Dingen worden niet allemaal zo schwer zijn. Nächste Weihnachten, ik hoop, we worden vrij zijn, dat we naar Weihnachten gaan, wat zo en nur so ist, was sie erst einmal werden. Und der zweite Punkt ist, wer wir nicht Angst haben, wer wir nicht fürchten. Jesaja Kapitel 41, der 10. Vers sagt es dort. Angst die nicht, wilt ich sie mit dir, fürcht die nicht, wilt ich sie dien Gott. Ich will die Stärke merken und die helfen. Und mir meine rechte Hand, wo ich die holen und bewahren. Wir sollen uns nicht ängsten. Wenn wir beklagen dann, wir sollen uns nicht ängsten. Gott ist in Kontrolle. Und ein Ding, was ich glaube, ist sehr wichtig. Und das sage ich viel zu viel in uns Menschen. Wer wird unser Euer, was wir haben, für wo wir Restrictions haben, nicht uitnemen und uitleven naar andere Menschen. Zum Beispiel, wenn wir in einem Restaurant sind und die Waitress kommt uns zu bedienen, wenn wir uns beurteilen, welche Dinge, vielleicht dort wir nicht so viel können im Tisch setzen oder wie ein Maß machen brauchen, das ist nicht die Waitress, was die gesagt hat, abgemerkt. Wer wird dann nicht die, unser Euer uitnemen und sondern was die nicht mehr kann tun. Wer wir unsere Beklagen nur Gott bringen, wer wir die nicht uitnemen nur andere Menschen. So das ist wichtig, dass wir
nur Gott kommen, wir beklagen, was uns schwer ist, aber wir können du nicht bleiben. Beklagen fragt immer Gott, dass Gott uns raten wird, dass er wird uns losgeben. Und was ist dort, was Gott will uns geben, lieber als ein Klagleid? Fried. Er will haben, wir sollen uns freuen. So wo können wir Frieden haben in uns Leben? Besonders, wir würden gerne freuen, wo können wir Frieden haben in uns Leben, wenn Dinge schwer sind, wenn Dinge anders sind, als was wir wünschen, die wären. Ursprünglich, und das sehen wir in Kapitel 13 von Psalm, das erste Vers, wir müssen Gott vertrauen. Du hast keine Friede in Jesus Christus ohne Vertrauen. Er sagt in das erste Vers, aber ich verlot mich ab deine treu hat gelebt. Mein Hart freut sich, dass du so jieren helpst. Ich will für Gott singen, dass er so gut zu mir gewast ist. Er redet von, ich verlot mich, ab deine treu hat gelebt. Was kommt dann? Er sagt, mein Hart freut sich. Das ist, wenn wir alles, was wir in Hort haben, nur Gott bringen, wir loten dort durch. Ich glaube, ein Beispiel, was wir hier sein haben und von geredet haben, ist alles, was wir sind, alles, was wir haben, nur in Kreuz bringen. Und wir bringen dort nur in Kreuz und wir leihen dort da, fertig in Kreuz und wir sagen, Jesus, nimm das. Aber wer von uns, wenn wir dort alle durchgelegt haben, wir lohnen das nicht durch. Wir gehen einmal treten und kriechen, wir nehmen uns so frisch ab und wir drehen unsere Sorgen, wir drehen unsere Angst, wir drehen unsere Sünde und dort wird uns durchhauen. Wer wir dort alle mit Jesus loten? Wer wir am vertrauen mit dort, was wir schwer fingen? Nein, was bringt uns Frieden? Gute Nachricht. Nicht bloß Vertrauen, aber die, in wem wir vertrauen, tun. Was ist die gute Nachricht? Weihnachtenzeit ist eine Zeit, wo wir über gute Nachricht reden. Und das ist das. Wir sind eine Welt, wir werden verloren in unserer Sünde. Wir werden verloren in unsere Fehler. Aber Gott liebt die Welt. Gott wie die Welt so gut, dass er schenkt sein einzigen Sehen. Dass alle die, die am Glauben tun, wollen nicht verloren gehen, aber wollen ewig Leben haben. Das ist die beste Nachricht, was die Welt jemals hat gekriegt. Und die selbst gute Nachricht ist für uns von dir Smars, von dir in Dezember. Und wo immer und wenn die das wollen hören, die gute Nachricht ist für die und für mich anzunehmen, dass Gott kann in uns schaffen, dass seine große Liebe in seine Rate kann uns raten. Die Welt wird uns nicht die Antwort geben, was wir versägen tun. Unsere Hoffnung, unser Friede ist Jesus Christus. Wir sind fertig, wir haben Jahren gesagt, Christmas is about Christ. Weihnachten ist über Jesus. Jesus ist die Ursache, warum wir Weihnachten haben. In dit Jahr waren alles wird wahrgenommen. Viele Dinge werden wahrgenommen. Ein Ding wird keiner uns wahrnehmen. Und dort ist der Friede, was wir können haben, weil wir wissen, dass Jesus Christus, unser Retter, ist gekommen, nicht bloß für die Welt, aber für die und für mich. Noch ein Ding, was ich glaube, ist sehr wichtig, dass wir in Friede bleiben tun, ist, dass wir haben ewig Aussicht. Wenn wir für Ewigkeit leben tun, dann können wir in Friede bleiben. Weil wenn uns alle Sorten wird wahrgenommen hier, und wenn wir schwere Zeiten durchgehen hier auf diese Erde, aber dort wird uns Vertrauen und erst nicht ändern, dort wird ein Himmel erst, fast erst, nicht ändern, unser Friede kann bleiben. Philipper Kapitel 4, der 4. Vers sagt es das.
Fred junt immer im Herrn. En ik sage je nog eenmaal, Fred junt. Fred junt. Dat gaat vielleicht nicht schein, aber wir sollen uns freuen. Hier ist es, glaube ich, wichtig, dass wir den Unterschied weiten von Freuen und Scheingehen. In Englisch sagen wir Joy and Happiness. Scheingehen hat zu tun mit dort, wo wir uns angehen wird. Wenn Dinge gut sind, dann geht uns das Schein. Wenn das nicht gut ist, dann geht uns das nicht Schein. Dort ist Happy. Dort ist Scheingehen. Aber Fried ist was anderes. Fried ist dort, wo der Untergrund hat in uns. Dort ist was ein Hort ist. Und dort, wo ein Hort ist, fängt der Untergrund, der Anker, in dort, wo Jesus Christus uns gebracht hat. Der Fried, was Weihnachten uns sein wird. Jesus Christus ist gekommen. Wir brauchen uns nicht ängsten, wir brauchen uns nicht fürchten, wir brauchen uns nicht schwer merken. Weil Jesus Christus ist hier und er ist in uns, wenn wir uns annehmen dann. Ich will von dir schließen mit einem Gebet. Ich will schließen und Gott dort bringen, was viele von uns schwer ist. Und wenn die von dir so feiern, dass die vielleicht klein mit kart sein und Hoffnung. Diese Weihnachtszeit. Check nach Jesus. Er ist der, was uns Frieden kann bringen und uns Hoffnung bringen. Wir beten. Jesus Christus, wir sind dankbar, dass du alles sein lässt, was wir durchgehen. Du siehst, wo viele von uns nicht vor das Jahr hat. Und wir kommen für die von dir. Und wir seien die dort. Gott, was für uns jeder nicht scheint. Was für uns sind bedürft an der Zukunft. Was von uns, wir fallen uns, dass die hast uns verjeten. Aber Gott von dir, je wie uns selbst haben, nur die. Der Gaude, große Nachricht, ist gekommen, um uns frei zu bringen. Wir können vielleicht nicht alle verstehen, was hier angehen wird. Wir können vielleicht nicht alle verstehen. Aber Gott, wir wollen den Frieden, was du uns geben lässt. Gib uns den Frieden. Nimm dort, was uns schwer und hart ist. Nimm uns dort auf und gib uns Frieden. Wir beten das in Jesus' Namen. Amen.